Großbritannien gekommen, um meinen Dienst für Österreich anzutreten und freue mich so freundlich hier begrüßt zu werden. Und freue mich auch, dass ich auf Deutsch hier einen Vortrag halten kann, mitten in Wales. Und ich bedanke mich bei Ihnen für diese unbescheiden ausführliche Vorstellung meiner Person. Das Einzige, was daran wirklich stimmt, ist, dass ich mich als großer Mitteleuropäer verstehe, als jemand, der Österreich als einen Ort sieht, der vielleicht nicht das Zentrum der Welt ist, es gibt viele Zentren der Welt, aber der sich bemüht, einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Traditionen, Kulturen, Sprachen, Religionen zu seiner eigenen Identität zu ziehen. Für uns Österreicher ist das Deutsche, das Deutschsprachige wichtig, aber genauso wichtig sind unsere Kontakte mit den slawischen Nachbarn, vor allem mit den Ungarn, mit den Tschechen, Slowaken, Slowenen, Kroaten, all diese Länder, die durch Jahrhunderte ja auch Teil der österreichischen Identität des Habsburgerreiches, eines Vielvölkerstaates gewesen sind. Und das ist auch das, was ich gerne heute Abend versuchen möchte, ein bisschen mit Ihnen zu teilen. Meine Einschätzung dessen, was das eigentlich bedeutet, Mitteleuropa. Warum ein Land wie Österreich sagt, wir sind ein mitteleuropäischer Staat. Warum sagt man nicht einfach, wir sind Österreicher, wir sprechen Deutsch, und wir haben unsere bestimmte Geschichte. Ich glaube, das ist eben eines unserer Probleme in Europa, dass wir zu stark uns nur auf unsere eigene nationale, exklusive Identität berufen. Ich arbeite jetzt in einem Land, wo man ganz genau weiß, gerade auch in Wales, dass es immer sowohl eine Identität, die hier regional ist, in dem Fall walisisch, und eben auch eine britische Identität geben kann. Ob man hier auch immer weiß, dass es eine europäische Identität gibt, weiß ich nicht. Ich nehme aber an, in dieser Runde gibt es eine Mehrheit für eine europäische Identität. Aber das können wir in der Diskussion dann gerne besprechen, ob es hier Zustimmung zu Europa gibt. Mein Land Österreich ist ja ein begeistertes Land, wenn es um Europa geht. Wir sind ein bisschen weniger begeistert, wenn es um die Europäische Union geht. Da gibt es doch einen gewissen Unterschied. Und wir hatten erst letzte Woche den österreichischen Außenminister zu Besuch bei William Hague in London, und die beiden Außenminister haben sich sehr gut unterhalten, wenn es um den Skeptizismus zur EU gegangen ist, weil gewisse bestimmte Entwicklungen der Europäischen Union aus unserer Sicht halt nicht das sind, was wir uns vorstellen, wenn es um Europa geht. Nun aber zum Österreichischen. Warum Mitteleuropa? Dieser Begriff Mitteleuropa ist ja etwas ganz, ganz Eigenartiges, weil es gibt ihn ja überhaupt nicht. Es gibt kein